Hey, bevor das Video beginnt, würde ich gerne noch ein paar Sachen loswerden. Als erstes natürlich Merry Christmas. Es ist Heiligabend und ich hoffe, ihr verbringt auf jeden Fall die Zeit mit eurer Familie, mit euren Vertrauten und könnt für ein paar Tage mal das Jahr 2020 ein bisschen hinter euch lassen. Auf meinem Discord findet momentan ein Discord Nitro Giveaway statt. Einfach gerne auf den Link unten in der Videobeschreibung klicken und dann kommt ihr auf meinen Discord und dort in Hashtag Giveaways findet ihr das Giveaway. Großes Dank an Enten Games, Rush Nation und Uhr 2015, oder er ist glaube ich mittlerweile nur Uhr, für die liebe Post. Ich mache auf jeden Fall dann im Stream morgen oder übermorgen auf, je nachdem wann ich wieder streame, weil ich möchte natürlich auch Weihnachten mit meinen Liebsten verbringen. Auf jeden Fall vielen Dank auch an Rush Nation, die dieses Video ermöglicht haben. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ich hoffe natürlich, dass wir gut durch das Jahr 2021 durchkommen. Schlimmer als 2020 kann es ja nur schwer werden. So, genug geredet, ab geht's mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Chili Hero. Wie ihr sicher schon am Titel gesehen habt, geht's heute um Rush Nation. Lange war ich nicht mehr auf Rush Nation und jetzt finally darf ich das Update angucken, beziehungsweise darf ich meine Meinung zum Update aushauen, das Ganze ein bisschen testen, wie damals auf Multilabs. Ja, wir befinden uns in der Lobby und ich bin mir dessen bewusst, dass halt auf verschiedenen Kanälen momentan das Update hochgeladen wird oder halt ein Video zum Update. Deshalb werde ich auf jeden Fall da viel meine eigene Meinung sagen, weil es natürlich sein kann, dass ihr so, was es halt alles gibt, schon bei anderen im Video gesehen habt. Trotzdem versuche ich, falls ihr das jetzt zum ersten Mal seht, möglichst viel darin zu verpacken. Bedenkt bitte, dass bei der Vorstellung Bugs auftreten können. Der Server ist noch nicht 100% fertig, aber es wurde mir mitgeteilt, dass auf jeden Fall bis zum Release alle Fehler behoben sein sollen. Und ganz wichtig natürlich, wann wird dieser Release sein? Der wird auf jeden Fall noch diesen Winter stattfinden, das heißt, seid da auf jeden Fall gespannt. Okay, fangen wir an. Hier, das ist die Lobby. Hier kommen wir rein. Es gibt 5 verschiedene Lobbys momentan. Ich weiß nicht genau, wie das System funktioniert. Und momentan sind 14 Spieler online. Die 14 Spieler sind Teamler, die dabei helfen. Es gibt Daily Rewards. Das ist was ich mega nice finde, weil das gibt auf jeden Fall Ansporn, auch komplett auf den Server zu joinen und nicht jetzt nur auf MLG Rush zum Beispiel. Es gibt ein Chest-Opening, wo man sich da hier Keys kaufen kann. Und Keys öffnen. Ich kaufe mir jetzt mal eins, weil ich, wie man sieht, genug Coins habe. Ich habe 250.000 habe ich bekommen. Ich drücke also erstmal jetzt einfach auf Kaufen. Kaufen hier einen Key und wir haben tatsächlich jetzt einen. Und das machen wir einfach mal auf. Es gibt verschiedene Sachen zu gewinnen, wie man hier sieht. Es gibt einerseits, es gibt eben Pets, aber es gibt Pets, aber zum Beispiel es gibt auch hier Laufblöcke, Gadgets und Schuhe. Wir haben eine Babykuh gewonnen und die Babykuh können wir jetzt aktivieren, wenn wir hier auf die Babykuh drücken. Ich denke dann auf umbenennen. Nehmen wir sie mal Chili. 2L. Es kostet tatsächlich Coins, die umzubenennen, okay. Und dann benutzen wir sie. Ich weiß nicht, ob es direkt geht. Ja, genau, geht wahrscheinlich nicht. Aber das ist voll okay, wie gesagt, es können Bugs auftreten und das wird sicher bis zum Release gefixt. Wir haben hier eine große Auswahl an Modis, die ihr sicher schon gesehen habt. Hier hat es noch Platz für mehrere, also wer weiß, vielleicht kommen da ja noch ein paar. Momentan gibt es hier MLG Rush, das kennen wir natürlich. Skywars, das wurde bereits angekündigt in einem Teaser und wow. Diese Custom Models sind echt geil. Skyblock, das gehört natürlich zu Rush Nation, ne? Bed Wars, FFA Games und neu auch zu Skywars hier UAC Meetup. Ich denke, ihr werdet das meiste kennen. Deshalb stelle ich euch heute eigentlich nur 2 bis 3 Modis vor. Am besten eigentlich, wir starten mit den neuen und dann gebe ich einfach mal ein bisschen meinen Senf dazu. Die neuen sind eben wie gesagt hier UAC Meetup und Skywars. Und mir wurde gesagt, ich kann einfach ein Join Me machen und dann springen die Teamler hinterher. Das gibt es natürlich auch noch hier zu erwähnen. Es gibt Private Server für Bed Wars. Die gucken wir aber mal später an, beziehungsweise mit denen können wir auch spielen später. Wenn das Update draußen ist, was anderes mega cooles, was es neben den normalen Games gibt, sind Lobby Games. Hier haben wir momentan Sumo und Casino, was diese Fragezeichen heißen, weiß ich nicht, wahrscheinlich gibt es da neue Modis oder das ist einfach mal ein leerer Platz. Hier kann man Summon gegen Leute und man kann hier die Queue betreten, spectaten, das ist was mega nices, was ich auf jeden Fall absolut feiere, besonders, dass das halt in der Lobby ist. Okay, ich bin kein Zuschauer, uiuiui. Das ist ja mega geil gemacht. Okay, genau, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Da gibt es sicher ein paar Leute, die sich da ein bisschen battlen werden.
Auch zu erwähnen, es gibt natürlich ein Einstellungsprofil, wo man hier ein paar Sachen einstellen kann. Beispielsweise hier nochmal die 2 Sprachen. Ein kleiner Spoiler hier. Auf Rush Nation gibt es ja momentan diese Tags, die man aber nicht selber editen kann. Und die kann man sich jetzt tatsächlich kaufen. Wenn man das hat, dann kann man sich da seinen Tag eingeben, also zum Beispiel chillig. Und dann Submit drücken und die Einstellungen wurden gespeichert. Ich glaube nicht, dass das bei mir funktioniert. Oder vielleicht auch doch, weil ich YouTube habe. Aber ich kann es leider nicht sehen, deshalb. Ja, gut. Es gibt natürlich auch noch andere. Hier kurze Sichtweite, falls ihr ein schlechtes Endgerät habt und da weniger Lags wollt in der Lobby. Und Doppelsprung gibt es auch. Den haben wir momentan aktiviert. Und das sieht dann so aus. Ist ganz nice. Ist ganz nice, fühle ich. Ist natürlich ein wichtiges Feature. Die Lobby an sich ist mit mega viel Liebe gestaltet, das sieht man hier auch nochmal. Die ist ja riesig. Also Props an die Bilder von dieser Lobby, ne? Das ist gefühlt einfach eine ganze Welt als Lobby, das ist echt absolut krass. Aber ich würde sagen, wir starten direkt mit den ersten Modis, weil ich will das jetzt auch nicht zu lang in die Länge ziehen. Und als ersten Modi würde ich jetzt als erstmal Skywars ausprobieren, denn wie ihr wisst, bin ich auf Hive sehr aktiv in Skywars und ich bin einfach allgemein großer Fan von Skywars. Deshalb bin ich jetzt umso gespannter, wie die das umgesetzt haben, ob das jetzt eher so Hive ähnelt, ob das eher zum Beispiel Gomme ähnelt, weil wenn die in Gomme Skywars hinbekommen haben, dann bin ich echt baff. Aber das Ganze probieren wir jetzt einfach mal direkt aus. Gehen wir mal in die Lobby und okay, also man sieht hier die Runden und es gibt diese... Was das ist, weiß ich nicht. Oder wieso das Steve sind, weiß ich nicht. Liegt das an meinem Game? Kann das sein, dass ich hier... Warte, wo muss man das? An dem Profil muss man doch hier da only allow trusted skins. Okay, nein. Okay, was das ist, weiß ich jetzt noch nicht genau. Aber ihr seht hier auch ein Leaderboard tatsächlich da hinten. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal eine 12x1 Runde. Es gibt 12x4? 12x4? Das ist ja riesig. 24x2. Boah, diese Maps, also das will ich unbedingt mal spielen im Stream. Gut, gehen wir in eine Runde rein. Und da haben wir eine nice Wartelobby. Haben die dann Jump'n'Run? Sie haben Jump'n'Run. Perfekt. Jump'n'Runs sind, finde ich, mega wichtig. Und okay, das ist jetzt ein bisschen komisch, dass da jedes Mal dieser Ton erklingt. Aber, okay, ja, RIP. Gut, ja, genau. Ange hat hier auch noch geschrieben, Bugs können auftreten. Also angekleckert, der Dev von Rush Nation, der da mithilft. Jo, ich würde sagen, wir gucken uns das erstmal ein bisschen an. Wir haben hier Kits, wir haben meine Kits. Ich habe wahrscheinlich keine außer Default, ja. Das ist auf jeden Fall schon mega nice. Wir haben... Okay, es gibt eine Kit-Auswahl. Ich bin Fan von diesen 2 Kits und natürlich, also diese 3 Kits sind eigentlich die besten, die ich aus Java kenne. Alle anderen sind natürlich auch wild, die kenne ich aber jetzt noch nicht so. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal Tank, das ist eigentlich ganz gut. Schade, dass hier nicht aufgezählt wird, wie viele Sachen es, also was das alles drin hat. Das wäre sicher mal eine nice Sache. Können wir auf Yes gehen und haben das in dem Fall gekauft, meine Kits. Und tatsächlich haben wir das jetzt geholt. Momentan bist du Kit-Mensch für das Kit. Skill Points 0, Level 1. Okay, wir können das upgraden. Hier sieht man die Informationen. Es gibt, okay, es hat nicht so gute Rüstung. Wir kaufen uns einfach mal durch, würde ich sagen. Meine Kits, Enderman, Information. Blöcke. Okay, das Kit ist eigentlich richtig wild. Das finde ich tatsächlich noch ein bisschen geiler. Ist Assassine auch sehr ein wichtiges Kit. Da müsst ihr euch aber auf jeden Fall aber auch noch ranhalten, wenn ihr das selber natürlich dann erfahren wollt, ne? Was das Assassine-Kit hat, ist hier ein Holzschwert. Wahrscheinlich, genau, hier hat man zum Beispiel das Enchantment auch nicht drauf, das ist auch schade. Aber das ist wahrscheinlich sehr an Java angelegt, also zum Beispiel auf Gomme gibt es das ja auch. Ich würde sagen, ich benutze aber das Enderman-Kit, ich finde das ganz nice. Und ich würde sagen, wir selecten das einfach und steht das jetzt, dass wir das selecten. Ja, perfekt. Das können wir upgraden. Wow, kann das nicht übel unfair werden, wenn das so... Okay, ich bin mal gespannt, wie das dann in Real Life wird, also wenn da wirklich auch Leute spielen, weil ich kann mir vorstellen, dass da, wenn ein paar Leute grinden und dann irgendwie ein absolut overpoweredes Kit haben, dann die anderen einfach absolut kaputt machen können, weil die halt zum Beispiel noch Level 1 sind oder so. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall auch ein bisschen grinden. Wir können hier die Map voten. Wir voten mal für, das hört sich nice an, Vulcano, sieht nice. Und wir haben natürlich hier Teams. Ich würde sagen, wir machen direkt mal ein Join Me, oder können wir zuerst gucken, ob es einen Nick gibt. Okay, Nick gibt's noch nicht. Oder ich habe halt keine Rechte dafür, aber ich habe auf jeden Fall den YouTuber dann
Dann machen wir mal ein Join Me. Und können hier eins erstellen. Mal gucken, wann die ersten Spieler kommen. Ich bin absolut gespannt. Genau, wie das eben auch von der Rüstungsstärke ist. Ob die da dann auch reinjoinen, ob ich da überhaupt eine Chance habe. Dann mit dem ersten Spieler, Legend Geralt. Aber er ist auch ein Steve. Wahrscheinlich einfach Steve Bug, kennt man ja auch von anderen Servern, ne? Ja, können wir Force Mappen? Ich denke sicher, wir können Force Mappen hier. Force Map. Aber ich habe keine Berechtigung. Okay, das können wir direkt mal weitergeben. Und Start gibt es natürlich, denke ich, auch. Also können wir hier einfach mal /Start machen. Und haben deshalb hier direkt den 10 Sekunden Timer. Und wir sind, denke ich, sogar voll. Okay. Das erinnert mich so krass. An Gomme. Okay, 30 Sekunden Schutzzeit. Können wir uns in die Mitte pullen? Ja, können wir. Nehmen wir einfach mal direkt alles mit, was wir hier können. Und wir sind in der Mitte. Oh mein Gott, es fühlt sich an wie auf Gomme. No joke. Es hat sogar was. Oh mein Gott. Okay, ich bin gerade echt overwhelmed. Ich denke, man hört das auch ein bisschen. Der hat die Schutzzeit jetzt. Ist die Schutzzeit zu Ende? Ich weiß gar nicht. Okay, wir sind gut equipped. Wir können eigentlich alles raus tun, was wir nicht brauchen. Protection, Unbreaking, hier raus. Das kann hier drin bleiben. So, Essen braucht man natürlich, falls wir hier ein bisschen zu wenig Hunger haben. Und es gibt auf jeden Fall noch andere Kisten. TNT. Ist das Milchbubi? Ja, das ist Milchbubi. Okay. Holy crap. Okay, die funktionieren sogar auch. Hä? Okay, von hinten kommt einer. Okay, einer down. Milchbubi down. Okay, ich bekomme Skill Points durch Leute killen. Wer ist das? Rafa? Ich hätte halt jetzt gerne Angel, ne? Junge, das ist so wild. Ich werde das so suchten. Holy crap. Ja, okay. Da kommt auf jeden Fall noch einer direkt angeschwirrt. Das packen wir hier hin. Clean hier ein bisschen rein. Okay, man kann sogar Kombos verteilen. Ja, moin. Man kann mit Schneebällen Kombos verteilen. Junge, wie geil. Okay, ich glaube, wir haben 3 Kills, ne? Ja, wir haben 3 Kills mit Score. Ey, also, ich glaube, ich bin gerade so overwhelmed, ne? Es hat für mich, meiner Meinung nach, ein bisschen zu viel Auswahl an Blöcke. Also, es sollte eigentlich nur 2 Auswahl an Blöcken haben. Warte, sind wir jetzt... Okay, es sind nur noch wir 2. Wahrscheinlich werde ich gegen Legend Geralt verlieren, so. Aber egal, es ist auf jeden Fall sehr, sehr wild hier. Will er mich OP-weppen? Ja, okay, er hat mich sogar OP-weppt. Ich habe leider kein... Dings. Junge, uiuiui. Okay, was versucht er? Wir haben leider keinen Wassereimer, sonst können wir hier versuchen, MLG zu machen. Okay, wir haben ihn gewonnen. Wir haben ihn gekillt und wir haben gewonnen. Yo! Das ist sick. Wir haben Skill Points, wir haben Erfahrung, wir haben Kills. Man bekommt direkt die Statistiken, das ist natürlich nice. Hi Knirps, wie geht's? Ich spiele noch kurz eine Runde UAC Meetup und dann haben wir das eigentlich schon, weil sonst wird das Video einerseits auch zu lange. Wir haben hier auch sogar Leaderboard, Junge. Oh mein Gott, ist das wild. Wahrscheinlich werden hier direkt auch noch die Skins angezeigt. Ey, ich bin gerade so überwältigt, ne? Okay, UAC Meetup. Was ist UAC Meetup? Okay, UAC Meetup kenne ich, denke ich, einfach schon von Java. Da habe ich das auch schon öfters mal ausprobiert. Hier machen wir kurz mal /join me, dass vielleicht auch noch ein paar Leute joinen. Ich werde wahrscheinlich direkt verlieren, weil ich einfach so schlecht bin, aber... Okay, genau so habe ich mir das vorgestellt. Okay. Sind wir mal gespannt, wen wir hier als erstes fighten. Pleter wurde direkt genommen. Oi, der Arme. Snacken wir uns einen Apfel und gehen da mal rein. Okay, Pixel ist weg. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall hier gegen den anderen fighten, gegen ihn hier. Das wird auf jeden Fall eher ekelhaft so. Snacken wir uns wieder einen Apfel. Yo, intens. Okay, wir sind sehr low. Aber er hat sehr viele Wassereimer. So, ja, das Essen funktioniert irgendwie noch nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. So, hoffentlich hielt er sich nicht in einem Wassereimer. Okay, das war gut gespielt. Das war sehr gut gespielt, aber okay, Essen bringt irgendwie gar nichts.
Man regent irgendwie nicht mehr oder weniger, deshalb. Oh mein Gott. Ja, jetzt habe ich kein Lava mehr. Jetzt rip me. Shit. Okay, ja, ich weiß nicht, wieso er jetzt rennt. Er wird mich easy klappen, aber vielleicht können wir ihn in die Lava kombon, wenn das vielleicht geht. Okay, 4 Herzen. 4 Herzen. Komm schon. Okay. 2 Herzen, 1 Herz und let's go! Ich habe gewonnen. Wahrscheinlich war das extra. Wahrscheinlich war das extra. Wir schreiben GG, auch wenn das nicht funktioniert. Komischerweise. Aber holy crap. Diese beiden Modi alleine, ne? Diesen beiden Modi alleine würden den Server komplett ausmachen. Aber ihr müsst euch vorstellen, ne? Ihr habt nicht nur diese zwei. Ihr habt noch MLG Rush. Ihr habt noch FFA. Ihr habt noch Bed Wars, was natürlich auch mega krank ist. Ich bin so hyped und ich kann auf jeden Fall hier auch nochmal an Rush Nation ein Versprechen abgeben, dass ich auf jeden Fall Rush Nation spielen werde, wenn das draußen ist. Weil einfach so, da steckt so viel Arbeit drin und es ist einfach gut gemacht. Es ist so gut gelungen. Auf jeden Fall absolut fette Props. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen Einblick bekommen. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Wir werden auf jeden Fall in nächster Zeit sehr viel auf Rush Nation spielen. Ich streame daily 20 Uhr, da ist ich auch auf Rush Nation. Und by the way, Dankeschön an Rush Nation, dass ich das auf jeden Fall austesten durfte. Ja, ihr werdet es wahrscheinlich bei ein paar Leuten auf dem Kanal sehen, aber mir hat das selber einfach extrem Spaß gemacht und deshalb vielen, vielen lieben Dank Rush Nation an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Bye!